Herr Präsident, sämtliche Rapporten an Evaluationen vom Lützeburger Schulsystem, die abzutreiben sind, so und dasselbe aus. Die gesellschaftlichen Ungleichheiten spiegeln sich an der öffentlichen Schule. Keine politische Reform wurde bislang fertiggebracht, die Reproduktion von diesen Ungleichheiten zu stoppen. Auch wenn zwischen 1970 an Haut vieles geschieht ist, den historischen Kontext und die Herausforderungen der Gesellschaft und Politik evaluiert tun, bleibt es bei dieser Beständigkeit. Solange die Gesellschaft durch strukturelle Ungleichheiten geprägt ist, bleibt die Schule nicht davon verschont. Solange die Schule die strukturellen Ungleichheiten an ihrem System wiederholt, bleiben soziale Ungerechtigkeiten und schulische Inegalitäten bestehen. Herr Präsident, den Auftrag von der öffentlichen Bildung kann es nicht sein, in ungerechten sozialen Orden aufrechtzuerhalten, so wie wir das mit dem meritokratischen System gewinnt sind. Vielmehr misst die öffentliche Bildung die treibende Kraft von der Demokratie und der Emanzipation sein. So ein demokratischer Bildungsauftrag riecht sich dann für allem um die Schüler, die aus einem sozialen Milieu, aus einem schwachen sozialen Milieu kommen, wo die Eltern nicht viel verdienen, aber wo auch keine grosse Schule gemacht haben. Die Schüler also, die Réussite scolaire nicht mit an die Wege gelöst routen. Die SchülerInnen haben nicht dieselben Chancen, für gut durch die Schule zu kommen. Das weist die Maghreb-Studie sowie die rezenten Bildungsberichte. Wir müssen also gucken, dass Bildungschancen gerecht verteilt gehen. Dafür brauchen wir ein gerechtes Schulsystem. Gleichzeitig geht es auch darum, dass jeder, der zu Lützeburg an die Schule geht, frei kann entscheiden aufgrund von seinen Präferenzen und nicht just seine Kompetenzen, wie ein schulischer beruflicher Laufbahn und sich will orientieren. Die von der schulischen Orientierung müssen so breit wie möglich abgemäht gehen. Ein Zaun hier für eine andere Ausbildung, zum Beispiel, wenn sich umorientieren will oder wenn es soi-disant Kompetenzen dafür nicht hat, sorgt für viel Frust unter den Schülerinnen. 96% der SchülerInnen, die 2021 Schulen de Null gehalten haben, haben angegeben, dass sie das gemacht haben, weil ihnen hier Filière an ihrer Ausbildung nicht gefällt. Das ist der meistgenannte Grund für den Décrochage scolaire. Es lässt sich über die 3 letzten Jahre schätzen, dass alle Jahre 500 bis 600 SchülerInnen in 18 Jahren die Schule abgehen. Das ist klar ob ein Check von unserem Schulsystem hin. Herr Präsident, die öffentliche Schule bietet viele Junge keine sichere Perspektive auf einen Arbeitsplatz mehr. Das ist ein graves Problem, und das gilt vor allem für die SchülerInnen aus der Formation professionelle. Die SchülerInnen am Parcours von der Formation professionelle gehören majoritär zu den Schulaufbrechern. Der Mangel an Lehrplätzen steht an zweiter Platz von den Ursachen für den Schulaufbruch. 15% von den Diplomierten aus der Formation professionelle fanden keine Arbeit. Das geht aus der letzten Étude Transition École Vie aktiv hervor. Auch für Junge, die frisch von der Uni kommen, ist die Aussicht auf einen Arbeitsplatz immer mehr gering. Am Jahr 2019 waren immerhin 22% von den Jungen mit einem Unisdiplom auf der Sicht einer Arbeit. Herr Präsident, Schulaufbruch, Jugendchômage und immer mehr Jugendarmut sind eine Realität in unserem Land. Solange die unsichtbare Hand von freiem Marché den Arbeitsmarkt strukturiert, wird es in Zukunft immer mehr schwierig für die jungen Leute eine Arbeit zu finden, notamment wenn ihre Ausbildung den Exigenzen von diesem Marché nicht mehr entspricht. Die Frage ist aber, wen décidiert, was Berufe von der Zukunft sollen sein. Der Marché entscheidet, was Berufe von der Zukunft sollen sein. Die Schülerinnen gehen just ausgebildet für den Marché zu fördern. Die neue Option N für Finanzen, Entrepreneuriat und Marketing, die am Sekundärklassik angefordert wird, steht stellvertretend dafür. Dabei könnten die jungen Leute mitbestimmen, was Berufe von der Zukunft sind. Der Staat kann neue Arbeitsperspektiven schaffen und die öffentliche Schule kann daran eine Vierreiterrolle spielen, frei von ökonomischem Druck und arbiträrem Kalkül. Die Employabilität der Schülerinnen ist ganz sicher ein wichtiges Kriterium. Die Schule hat aber noch einen ganz anderen Bildungsauftrag, nämlich den, alle Schülerinnen dazu zu befähigen, Zusammenhänge zu verstehen, mitzudenken, sich auszudrücken, mitzugestalten.
Just so kann es zu einem Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft kommen. Da kann es auch zu einer reellen Machtbestimmung kommen, weil als Schülerinnen zu mündige Bürger sind. Herr Präsident, es geht nicht darum zu wissen, welche Aktivitäten am rentabelsten sind. Wir werden mehr in Zukunft Aktivitäten am nächsten brauchen, für das als Gesellschaft kann funktionieren, für und allem am Kontext vom Klimawandel. Handwerker brauchen wir zum Beispiel immer. Ich kann mir keine Gesellschaft ohne Handwerker vorstellen. Auch am digitalen Zeitalter brauchen wir Leute, die einen Stich sägen an den Grab holen, den Dach flicken, Häuser bauen, den Wasserschutz reparieren und vieles mehr. Paradoxalerweise steht aber die Hand für die letzte Stelle an unserem pyramidalen Schulsystem. Die Formation professionell ist weiterhin ein Aufstellgleis für Schülerinnen, die es nicht bis an den Enseignement General oder die Klassik packen. Herr Präsident, Recht auf eine öffentlich zugängliche Bildung, Demokratisierung von der Schule durch die Obligation scolaire, all das sind politische Diskussionen an Ziele, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Diese Ambitionen gehen heute nicht mehr durch. Heute dürfen Schüler an die Schule gehen, was noch lange nicht heißt, dass Schüler an der Schule eine Ausbildung kriegen, die ihnen nur am Leben dieselbe Chance bietet. Darunter ändert auch eine Verlängerung vom Schulpflichtalter nicht. Was zählt, als du nur der Schule genug Möglichkeiten bestehen, für das, was die gelehrt wird, auch können umzuwenden am Kader von einer anständigen Arbeitsplatz. Heute muss Politik sich als Ziel geben, die gesellschaftlich wie auch die schulischen Inegalitäten zu bekämpfen. Heute brauchen wir eine stark öffentliche Schule, die der sozialen Realität entspricht. Der letzte Bildungsbericht weist ganz klar, dass die Ungleichheiten von der schulischen Leistung nicht verschwunden sind. Die Faktoren, die das Ungleichheiten ausmachen, sind einerseits an der Gesellschaft und andererseits am Schulsystem selber verankert. Sozial, ökonomische und kulturelle Faktoren wie die Sprache, Klassenzugehörigkeit, den Gender und die Nationalorigine schaffen Spaltungen unter den Schülerinnen und determinieren ganz stark ihre Zukunftschancen. Also Schulsystem mit seinen Strukturen, seinen Regeln reproduziert das gesellschaftliche Spaltungen und verschärft sie sogar noch. Herr Präsident, Zahlen aus dem letzten nationalen Bildungsrapport, die die schulischen Ungleichheiten belegen, stehen an der Kontinuität mit denen aus den Jahren vordrun. Der Minister meist sind solche Reformen und grundsätzlich nicht unter fundamentaler Ungerechtigkeit von unserem Schulsystem geändert. Die Schulpolitik ist die vom Status quo. Es gibt ein paar Hebel, die müssen ziehen, für das Schulsystem fundamental zu ändern. Konkret bedeutet das, dass bei den Kindern am ganz jungen Alter am meisten investiert muss gehen, und am meisten zu machen ist, für die Weichen auf den richtigen Weg zu stellen. Wir brauchen eine Abwertung von der Tasche vom Titulär und Terrain. Und gerade an den innersten Zyklen müssten die kompetentesten Leute angestellt gehen. Die Exigenzen von der Mehrsprachigkeit müssen überschafft gehen. Immerhin haben die meisten Schülerinnen mit Migrationshintergrund Kenntnisse an 5 Sprachen. Und das kann ja aber nicht den Ausschlusskriterium sein. Kompetenzsupplement fundamental sollen als Indikateur funktionieren, nicht als Ausschlusskriterium. Am Fundamental müsste auch wirklich ein Cycle geschafft gehen, so wie das am Cycle 1 schon bald immer der Fall ist. Die Hierarchisierung von den Filieren am Sekundär müsste verschwinden. Herr Präsident, an unserem Schulsystem ist Spruch ganz deutlich ein Diskriminationsfaktor. Das ist mittlerweile jedem Heilbonne bewusst. Es ist nicht realistisch zu erwarten, dass jedem als 3 Amtssprachen mit demselben Perfektionsgrad beherrschen. Kein Heilbonne kann das. Und trotzdem setzt unser Schulsystem ganz hohe Erwartungen an Schülerinnen und an die zukünftigen Enseignanten, was Sprachkenntnisse angeht. Diese Erwartungen sind nicht mehr zeitgemäß. Zu Lützeburg sind gut Tausend von den Schülerinnen aus der Immigration, davon 21% aus einer ersten Generation. Lützeburg ist nicht mehr wie nach den 80er Jahren die Sprache, die am meisten bei den SchülerInnen daheim geschwätzt wird. Portugiesisch ist die meist geschwätzte ausländische Muttersprache. Die Löser für Schülerinnen sind aber auch die am Leistungsvergleich am meisten gut aufschneiden.
Ech so bewusst am manste gut, weil es sowohl an der PISA-Institut wie auch am hausegene Monitoring schneiden als Schüler innen all net besonders gut auf. Do wo de Leistungsekart tschet Lysophonen Schülerinnen an der Lützeburger Sprachsche fir d'éischte Käier deitlich sichtbar gëtt als am Cycle 3. Do errechen 18% vun der Schülerinnen am allgemengen de Kompetenz sockel net. Ab do bleif den Ekars besto bis an de Sekundär, weil op 5 respektiv 9 et 46% sinn, die hier Kompetenzen den Erwartungen vum Sockel net entsprechen. Am mir schwätzen hei just vun de Basiskompetenzen: Lesen, Schreiben, Rechnen. Herr Präsident, dem Bildungsminister seg Viergängerin, Madame Madi Delvaux-Steres, hat mal Remarque gemacht, de Socle de Kompetenz wie ein Indikateur, mais kein Guillotine. Der Reche vom Socle setzt pädagogisch Mesure voraus, die zwar deelweis von der Reform von 2009 vorgesehen wären, mit de facto nie Teilkeller an alle Lützeburger Schulen umgesetzt gesehen. Et ass demulsstrems gangen de Redoublement aufzuschaffen, falls gewissene Kompetenzsockel net gegen von den Schülerinnen erreicht gehen. Ohne die Erwartungen und Leistung von den Schülerinnen aufzusetzen, sollte geguckt gehen, die nötigen Moyen und personaler pädagogischen Outils an der Klasse so anzusetzen, dass für jeden der Kompetenzsockel kann erreicht gehen. Der Sockel ist an dem Sinne ein Indikateur, der weist, wie viel Progress gemacht ist. Eine positive Evaluation also. Soweit wir das observieren, ist das Redoublement nicht aus unserer Schule verschwunden. Das wird just anders genannt, und zwar Rallongement. Mais auch das Rallongement ist eine extrem demotivante Mesure. Herr Präsident, wir müssen den Apprentissage von den Sprachen auf einen gemeinsamen Nenner aufbauen, den der größeren Diversität von unserer Schülerpopulation gerecht gehen kann. Wie wir das am besten machen, sie frohen, die endlich erforscht gehen. Weil der Minister ja erkannt hat, dass die Mehrsprachigkeit immer mehr ein Handicap ist für als Schülerpopulation. Aber leider gehen Decisionen für die eine oder andere Mesure umzusetzen vom Minister über die Knie gebracht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aufhörung von der Alphabetisierung auf Französisch und fundamental. Du kannst sich ja sagen, ja, für was nicht. Aber wenn es so ist, als das just an ein paar Testklassen auf Französisch, alphabetisiert wird, während dann in anderen Klassen auf Deutsch alphabetisiert wird, am Donno am Cycle 3 die 2 Filieren zusammenkommen, dann ist es aber wirklich schwer vorstellbar, dass am Cycle 4 sollen, unabhängig von der Alphabetisierungsspruch, kann dieselbe Niveau an alle Sprachen können tun. Da freue ich mich, à quoi bon? Dann haben wir ja nicht von der Komplexität vom Sprachenunterricht erholt, aber just etwas unter Reihenfolge. Dafür müsst ihr sich auf die Forschung basieren und auch die Rekommendationen von den solchen Etüden berücksichtigen, weil wenn so eine Mesure von 4 Jahren nicht gut genug durchstößt oder durchforscht ist, da kann sie viel Schuld bei den Kindern anrichten. Kann sie aber kein Testobjekt. Herr Präsident, Erwartungen und Sprachkompetenzen sorgen nicht just für schulische Inegalitäten ab dem Fundamental. Wir erschweren auch den Zugang zu einem Arbeitsplatz, notamment im Kader von der Berufsausbildung, als schlussendlich versperrt viele junge Leute den Weg zu einer universitären Ausbildung. Eine Weiterschraubung, der ein drehen ist, wie also die vom Stellenwert von der Mehrsprachigkeit am Kontext von einer Gesamtevaluation von der schulischen und professionellen Kompetenzen. Es ist fairerweise wichtig, die sprachliche Exigenzen für jede neu anzupassen, weil sie los schon nicht mehr für jede gelten. Sie gelten nicht für jede im Arbeitsmarkt und auch nicht am Kader von den öffentlichen International Schools. Herr Präsident, aus dem, was aus dem Bildungsbericht herauszulesen ist, bleibt aber der determinanteste Diskriminationsfaktor an der Schule der Bildungsgrad an den Kontostand von den Eltern, notamment wenn es um die Orientierung um fundamental und Filiere vom Sekundär geht. Einerseits weiß man ja, dass Chance, wie gut durch die Schule zu kommen, mehr klein sind für die Kinder, die aus sozial und ökonomisch schweren Familienfeldern kommen. Andererseits gibt es jene Schülerinnen gegenüber 4 Urteiler, die bei der Orientierung mitspielen. An der letzten Bildungsbericht, da seid ihr ganz gut, wie stark das 4 Urteiler mitspielen, je nachdem, wie eng viele des Schülerinnen orientiert gehen. Da gibt es Zahlen, die klar bezeichnen, dass Leistungen von Schülerinnen aus gutem Haus solid überschätzt gehen. Der Konträr ist der Fall bei den Schülerinnen aus Männer gut beduchtenen Familien. Sie gehen an ihre Leistungen überschätzt.
So sind die letzten 12 nur 72% von den sozioökonomisch mehr starken Schülern an der Klassik orientiert gehen, obwohl dann nur 52% Fähigkeiten dafür hatten. Umgedreht sind 16% von den sozioökonomisch mehr schwachen Schülern an den Klassik orientiert gehen, obwohl es ihre Punkte nur da 37% hätten müsste sein. Vier Urteile surgen hier für einen Ekart, die ganz klar en favor von den sozial Favorisierten spielt. Also Schulsystem bietet aber auch hier die beste Voraussetzung auf Weiterführung an teilweise Verschärfung von diesen Ungerechtigkeiten. Den Enseignement sekundär mit seinen 3 großen Filieren ist quasi so aufgebaut wie die pyramidale Klassenverhältnisse in unserer Gesellschaft. Das ist ein immens segregatives und hierarchisiertes System. Die Klassik und der Pyramidespitz gilt noch immer als Voie Royale für eine akademische Karriere an die bestbezahlte Jobs, auch wenn das in der Realität heutzutage nicht mehr so spielt. Die Technik gilt noch immer als Mann gut wie die Klassik, obwohl auch heute Möglichkeiten auf Studienlaufbahn bestehen. Da ganz innen steht Formation professionell als Aufstellgleis für jeden, den es nicht an den Technik general packt. Paradoxalerweise ist das Handwerk Dreckgrad von der Lützeburgischer Ökonomie, wenn ich den Minister darf zitieren. Und damals war Formation professionell, jo dieselben Unerkennungswert kreieren wie die akademische Karrieren. Das ist aber nicht der Fall, und das ist ein Mentalitätsproblem, sowohl wie eine Konsequenz von einem Orientierungssystem, das auf sozialen Ausschlusskriterien basiert. Wer will schon erkannt an Formation professionell schicken, was gewusst ist, dass da seine Zukunftschancen im Spiel stehen. An einem Kontext, wo die politisch Responsablen die akademische Ausbildung als einzige Schwur der Reussit durchstellen und noch dafür sorgen, dass das so ist, kann ihn sich schwer vorstellen, die Eltern von den Schülerinnen und Schülerinnen selber für Formation professionell können zu begeistern. Es verlangt schon eine Revolution für die Hierarchisierung von den Filieren aufzuschaffen. Die Linke wollen dafür die Gesamtschule als revolutionäre Mesure developieren. Gesamtschule, das ist ein System, an dem die Schülerinnen nicht freizeitig an das Sekundäre orientiert gehen. Sie bleiben zusammen an einer selben Laufbahn, an einem Tronc commun bis zum Schulpflichtalter, also aktuell nach bis 16 Jahren. Können dann entscheiden, auf welche spezialisierte Filiere sie sich orientieren. Gesamtschule setzt voraus, dass Schülerinnen den Schwach von ihrer schulischen und professionellen Orientierung bewusst können treffen, weil sie bis dahin den Überblick über ihre Kompetenzen und Präferenzen können tun. Dafür gehen an der Gesamtschule auch an Teams enseigniert gehen. Das heißt, zu pur Enseignants an Zusammenarbeit mit spezialisiertem pädagogischem Personal, das sich um Schülerinnen kümmert, die spezifisch Besoin haben. An der Gesamtschule gehen auch effektiver Zyklen geschafft gehen, so wie das haut ja schon gesetzlich eigentlich vorgesehen ist. An einer Gesamtschule gehen Schulprogramme so ausgeschafft, dass alle Schülerinnen bis zu ihrem 16. Jahr einen Abblick kriegen auf verschiedene Fächer, also sowohl theoretisch Wissen wie praktisch Berufserfahrungen sammeln. Auch das Handwerk mit Ateliers und Stagen wäre ein wichtiger Teil von diesem Programm. Herr Präsident, wir fördern also den Comeback vom Tronc commun als zentrale Mesure gegen schulische Inegalitäten. Das ist auch keine utopische Förderung, weil, wie ihr wisst, gab 1979 den Tronc commun von der LSAP-DP-Regierung gesetzlich gestimmt. Mir leider nicht umgesetzt, weil da noch eine CSV-Regierung kam. Den Tronc commun war damals an der Diskussion während dem Constat, dass das Schulsystem den neuen ökonomischen und demografischen Herausforderungen nicht mehr gewusst wird. Damals ist gesagt, dass wir zu Lützeburg müssten als Ege Matthias Gries umzielen und dass der soziale Determinismus entschärft gehen durch Bildung, vor allem durch Demokratisierung von der Schule. Damals hat die erste Etude über die schulische Ungleichheit Welle geschlagen und breite Debatten abgemacht. Haut scheint die Informationen aus dem Bildungsbericht bald kein mehr zu schockieren. Das ist dann noch den Effekt von der Gewunnecht vom Status quo. Irgendwie rullt es, auch wenn es nicht gut rullt. Mit dieser Mentalität wollen und müssen wir brechen. Herr Präsident, natürlich ist der Tronc commun just ein Aspekt von einer größeren strukturellen Reform von unserem Bildungssystem. Ohne eine Grundobreform bleibt das lützebäuerische Schulsystem ungerecht, uneffizient, konservativ und altmodisch. Altmodisch, weil an den 70er Jahren hängen geblieben ist. Konservativ, weil trotz aller Reformen, die der Minister erholt hat aus seiner Mandatsperiode, sich grundsätzlich nicht an puncto Ungleichheiten geändert hat. Was sich aber radikal geändert hat,
als Schullandschaft. Wir haben neben den traditionellen Schulen immer mehr internationale Schulen. Neben dem klassischen Schulsystem hat der Minister ein paralleles Schulsystem geschaffen. Für die Schülerinnen mit spezifischen Besoinen wurden neue Infrastrukturen geschaffen, die hier Probleme aus der Schule- und Kompetenzzentrum können verlagern. All Schule hat seinen Entwicklungsplan, all liest sie sein Profil als ein schulisch Offer. Die liest sie mit der besten Offer, kriegt die besten Schüler an dabei, damit dann auch die meisten Moyens für zu funktionieren. Die grossen Changements bestehen aus einer Zerstückelung von der Schullandschaft, engem administrative Wasserkap, enger Individualisierung von der Schulgemeinschaft und einer Hyperspezialisierung von der Ausbildung. Der Minister seng solche Reformen und das Problem von der schulischen Ungleichheiten umgangen. Plus ça change, plus c'est la même chose. Das ist Konservatismus. Herr Präsident, das ist unter Zeit, das ist höchste Zeit, Courage zu weisen, für eine Reihe Mesuren umzusetzen, die im Fundament von unserem inegalitären Schulsystem rabbegehen. Wir fordern einen vereinfachten Zugang zu einer Mehrsprachigkeit, Aufschaffen von der freizeitlichen Orientierung an das Sekundär, die Abfeierung von einem Tronc commun, dann von der Hierarchisierung zwischen den Filieren. Die Integration von paraskolären Aktivitäten und von den Kompetenzzentren an der Schule selber. Multiprofessionelle Teams an der Klasse sein. Das, Herr Präsident, Sie von uns ein paar konkrete Mesuren für gegen die schulische Ungleichheiten anzukämpfen. Wir halten das Mesuren an einer Reihe Motionen fest, die ich da dann übergehen. Als erstes Mal eine Motion, die den Präkurs betrifft. Der Präkurs, der natürlich fakultativ soll bleiben, aber den aber unbedingt misst, ob einem Modell à journée continue, so wie die ganze fundamental existieren und nicht nur eine Plage, wo die Eltern sich dann einen halben Tag unmelden. Gleichzeitig misst aber ein Accueil du matin, de l'après-midi an Nordkantinen können das Kanner abholen. Dafür incitieren wir die Regierung, das Minister, die Gemengen, aber auch finanziell zur Seite zu stehen, an ihnen Moyens zu geben, für die Strukturen auszubauen, für das auch all Kant kann davon teilholen, ohne auf alle lang Wartelisten zu stehen, oder dass gerade die Kanner, wie am Observatoire National de la Qualité Scolaire genannt gouf, gerade die Kanner, die Lusophon sind, nicht von denen die Strukturen können profitieren, weil sie nicht angepasst sind in der Arbeitszeit von ihren Eltern. Gleichzeitig mengen wir, dass die Kind 2 Jahre vor der Alphabetisation Testlinguistiken mit denen Kanner durchführen, für zu gucken, wo wirklich noch viel mehr gezielt mit ihnen schaffen, und noch den Eltern an der Integration für das Schulsystem besser kennenzulernen und noch für Kanner am Apprentissage besser zu unterstützen.